viele Leute auch in den Kirchen, je nach theologischer Strömung und so, die denken, Israel hat heute gar nichts mehr am Hut mit Gott und so. Gott hat Israel verworfen, sie haben den Messias gekreuzigt und aus. Jetzt ist nur noch die Gemeinde. Und Hesekiel zeigt auch, es wird weitergehen. Ja? Es gibt sogar einen Vers in Jesaja 65, da heißt, dass sogar im neuen Himmel und in der neuen Erde wird dem Samen Israels gedacht und Israel wird da sein, auch im neuen Himmel und in der neuen Erde, auf der neuen Erde. Auch da ist Israel da. Absolut, genau. Mhm. Das Gewaltige ist ja, wir haben davon gesprochen, dass diese Prophetien, eben Wegführung, Zerstörung Jerusalems, die da Hesekiel gesagt hat, Mhm. dass das auch dazu dient, den Menschen zu zeigen, eben, es erfüllt sich, Mhm. es ist wahr, sind bis zum heutigen Tag. Mhm. Obwohl es offensichtlich ist, hat ja Israel das gar noch nicht verstanden. Die haben ja die Decke, sage ich mal. Genau. Das ist auch dieser Trost, der hier mitgeteilt wird von Hesekiel. Was wird da in Bezug Israel, wenn wir jetzt an Hesekiel 36, 37 konkret denken, Mhm. was wird da geschehen? Auch im Bezug dann der Wiederkunft Jesu und so. Mhm. Ja, es gibt ja verschiedene wunderbare Dinge bei Hesekiel. Ich denke, du erwähnst jetzt dieses Knochenfeld zum Zum Beispiel. Ja? Beispiel, ja, Das ist eine genau. gewaltige Sache. Es steht ja vor der Knesset in Israel, wer schon dort war, da steht diese große Menora. Die wurde von einem deutschstämmigen Juden hergestellt über viele Jahre. Die Hälfte dieser ganzen Figuren, die da drauf sind, haben es mit der Bibel direkt zu tun, andere mit der Geschichte Israels. Und dann steht zweimal auf jedem von diesem Fundamentant die Arme unten, die wichtigsten, da steht ja drauf, Lovech Heilwe, Lovech Hoach, Ki im Beruchi, also nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth, ne, aus Sacharja, Genau. steht da dran, zweimal. Ja, Nicht stimmt. durch Heer oder Kraft. Also praktisch durch meinen Geist. Da muss man sich fragen, warum hat dieser Künstler das zweimal so drauf gemacht? Gott geht einfach weiter. Und da ist auch dieses Knochenfeld abgebildet, wie Gott praktisch diese Toten, diese Gerippe wieder zum Leben bringt. Und das war ja auch ein großer Trost, ne? Denn diese Wegführung und alles, was die erlebten vorher, wie viele von ihren Familien gestorben sind, ja, und dass da jetzt nur ein Häufchen überlebt hat, nach Babylon geführt wurde, das war ja schon stark depressiv und auch da wurden sie wieder getröstet. Das hat sich teils bei Nehemia und Esra erfüllt und es erfüllt sich in der Endzeit dann nochmal. Ja, da können wir jetzt drauf eingehen. Dieses Knochenfeld, da gab es ja verschiedene Etappen. Ne? Hesekiel sollte ja zum großen Knochenfeld prophezeien.